Servus, Leute. Ihr seid gewiss total erschrocken, weil ihr ausschaut wie ein Teufel, gell? Nämlich Halloween. Und wie ihr seht, habe ich mir einen voll gruseligen Ort ausgesucht. Da ist die Kapelle von der Weißen Frau aus dem Ebersberger Forst. Wow, da kriegt man das schon Gänsehaut beim Namen Hallo. Gell, Papa? Total. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ihr wisst es ja, die Problematik mit der Borngelkramerin, gell, mit der, wie heißt Papa? Mit der Muerta, genau. Und dann habe ich mir gemeint, eine schwarze Frau passt gut zur weißen Frau, dann können sie Kaffee trinken und ratschen die Weibchen, oder Papa? Genau. Ja, ich zeige euch nur einmal mein Gesicht. Wow. Ist das nicht gruselig, oder? So. Das ist jetzt nämlich mein Gedanke, weil nämlich der Jens Lupo hat nur noch Pech. Der tut mir jetzt halt echt so leid. Erst habe ich ja gemeint, mein, das ständige Gewinsel, gell? Aber jetzt halt bringen wir es lieber weg, gell, Papa? Genau, jetzt bringen wir die Muerta hinter. Ja, und ich hab mir gedacht, nichts Besseres wie die schwarze Frau zur weißen Frau. Ich hoffe mal, dass wir jetzt keine Erscheinung haben. Deswegen habe ich da das gruselige Masken aufgesetzt, weil ich bin ja quasi der Papa von denen, gell? Ja, genau, aber jetzt lass uns angreifen. Ja. Also, wir gehen jetzt da hin. So, jetzt sind wir in der Kapelle schon, also nicht in die zugesperrt. Nein, wir sind an der Kapelle und Ja, an der Kapelle sind wir. Und die Muerta bringen wir jetzt hier circa in die Kapelle. Ja. Sie ist eine Heilige, deshalb ist es höchstwahrscheinlich der beste Platz für sie. Weiße Frau und schwarze Frau gibt Frau Grau. Ja. Was soll denn das sein? Ja. Also ich sage mal, die zwei Weibchen können zusammen Kaffee trinken und ratschen und dann ist alles gut. Und ich hoffe mal, dass der Jens Lupo nachher der Ruhe hat. Genau, jetzt stellen wir die Muerta hier zur weißen Frau in die Kapelle. Ja. Die Kapelle ist dem heiligen Hubertus gewidmet. Ja. Ich hab gemeint, der weißen Frau. Nein, dem heiligen Wie heißt denn Hubertus. die weiße Frau eigentlich? Weiße Frau? Hat die keinen Namen? Glaub nicht. Sowas wie Eugenie oder sowas. Nein. Nicht. Mal beleidigen tue ich jetzt auch nicht, gell? Sonst habe ich beide Weiber. Ja, weder die... Stell dir vor, dann habe ich beide Weibchen auf der Backe. Okay. Um Gottes Also Willen. schwarze Madonna. Also, liebe schwarze Muerta, gell? Ja, Muerta. Muerta. Da habe ich dich hingebracht zu deiner neuen Freundin. Ich hoffe, ihr versteht euch recht gut und habt viel Spaß zusammen. Ihr passt gut zusammen. Und ja, also. Und der Papa stellt jetzt die Muerta in die Kapelle auf den Altar. Ja, machen wir. Ja, machen wir das mal. Sind Sie überhaupt neu oder ist da abgestellt? Nein, da habe ich schon geschaut, ist offen. Ja, wunderbar, dann stellen wir die jetzt auf den Altar. So, jetzt sind wir in der Kapelle drinnen, da ist der kleine Altar. Dann können wir euch allgemein sagen, wie es da so ausschaut. Da ist ein Heiliger, da ist was. Ja. Und das ist die Heimat von der weißen Frau. Ich habe einmal Laterne dabei, damit die an Papa leuchten kann, gell, Und dann Papa? leuchten wir und dann stelle ich die Muerta auf. Ja, stell sie mal da einmal. Da. Ja. Schaut Ja. doch gut aus, oder? Ja. Sollen wir ihr die Laterne da lassen, dass es im Dunkeln sich nicht fürchtet? Ja, das ist vielleicht nicht blöd gekriegt, mein Laternen. Dann hoffentlich hat unten nachher nicht sauber auf Pappen, weil man nichts sehen, gell? Ja, das wäre blöd. Ja, das wäre schon blöd, aber naja. Hauptsache die Muerta hat ein Lichtel, wo es leuchten kann. Ja. Ja. Und nachher hoffen wir mal, dass der Jens Lupo jetzt wieder heilen kann und euch Ja. wieder gut ist. Ja, das hoffen wir. Ja.
Liebe Mutter, ich hoffe, dass du dich recht wohlfühlst da bei deiner neuen Freundin, dass ihr euch gut versteht. Und nachher wünsche ich dir alles Gute. Alles Gute. Ja, also nachher, Servus. Servus.